Hallo Sabine, Ja, hallo. schön, dass man wieder da sein wird. Sag mal, du stammst von Hugenot ab? Ja, und zwar meine Oma, die Mutter von meinem Vater. Und die hat sogar noch Französisch gesprochen. Und meine Urgroßmutter, die hat nur Französisch gesprochen, die hat nicht Deutsch gesprochen. Obwohl die im 17. Jahrhundert ausgewandert sind, beziehungsweise geflohen sind aus Frankreich. Das war ein niederer Adel. De Chevalier haben die geheißen. Und die sind an der preußische Hof gekommen. Und die Geschichte geht, die Männer haben alles verhurt und versoffen, das ganze Vermögen. Aber die Damen, die haben gesagt, jetzt müssen wir was tun. Und was haben sie können, diese Hofdamen? Nähen oder irgendwas Schönes besticken. Und damals war gerade so die Zeit, dass die Dame am preußischen Hof und aber auch die bürgerliche Dame Sonnenschirme verwandt haben. Also das war irgendwie schick damals mit dem Sonnenschirm da rumzulaufen. Und dann haben meine Vorfahrinnen Sonnenschirme hergestellt und die haben die verkauft. Und dann sind die Männer dann mit, die noch so Kutsche gehabt, sind sie dann über Land gefahren und haben diese Sonnenschirme verkauft. Und so ist da wieder ein bisschen ein Vermögen entstanden. Mein Opa hat natürlich zu meiner Oma dann mal gesagt, Karweib, weil der hatte die Geschichte auch gewusst. Und die sind dann nach Reutlingen irgendwann einmal so im 19. Jahrhundert und haben tatsächlich eine Schirmfabrik gegründet, haben dann auch Regenschirme aufgenommen. Und im Zweiten Weltkrieg, die Geschichte muss ich noch erzählen, da hat die Franzosen haben nach Stuttgart lauter Marokkaner reingelassen. Und es war schon schlimm und meine Oma hat damals schon 8 Kinder gehabt und der eine Marokkaner läutet bei der Tür und dann hat meine Oma alle 8 Kinder wie die Orgelpfeife um sich rumgeschaut gehabt. Dann hat er Mitleid gekriegt und ist dann wieder abgezogen. Aber am gleichen Tag ist auch ein Lastwagen vorgefahren und hat das ganze Haus geplündert. Und meine Oma hat dann ihren Bruder angerufen, der hieß noch de Chevalier. Und dann ist der auf die französische Kommandatur. Plötzlich war der wieder Franzos. Und der hat auch noch so einen Degen gehabt, so einen altmodischen Degen, den hat er sich so umgeschnallt gehabt. Und dann ist er mit seinem altmodischen Französisch zu dem noch und hat dem Kommandant der Rost runtergemacht, wie man Franzosen ausplündern kann. Das ist allerhand. Allerhand, gell? Nach 2 Stunden ist ein Lastwagen vorgefahren bei der Oma und die haben alles bis auf der letzte Teelöffel haben die wieder abgeladen. Alles wieder eingeräumt. Ja, alles wieder eingeräumt haben sie es nicht, aber wenigstens abgeladen. Gut. Ja, das war jetzt die Geschichte, dass wir Franzosen in der Verwandtschaft gehabt haben oder eigentlich immer noch haben. Es gibt auch noch ein paar Chevaliers. Gut, schön. Französisches Blut? Ja. Oh la 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 la. Ja, wahrscheinlich habe ich deshalb Französisch studiert. Passt. Ja. Ja, Dankeschön. Bitte. Tschüss. Tschüss. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.